Hallo Freunde, willkommen zurück bei Ocarina of Time Master Quest. Nachdem ich mich im letzten Part ein bisschen hier verirrt habe und nun ein Schlüssel fehlt, war ich offscreen noch auf der Suche. Weil ja, das Ganze war mir doch ein bisschen zu suspekt, dass wir den Schlüssel nicht dabei hatten und ich hatte doch recht. Wir haben ihn verpasst, ich glaub's nicht. Und zwar ist der Schlüssel, also ob der Schlüssel wirklich da ist, weiß ich nicht, aber ich weiß zumindest, dass wir den Brunnen jetzt schon ablassen können und ich dachte, das kommt erst nachher. Ja, und das Ganze liegt daran, dass ich, ich sage jetzt mal ein bisschen zu verpeilt war und nicht gemerkt habe, dass ich da ein Auge übersehen habe. Verdammte Scheiße. Ja, ihr könnt mich jetzt auslachen, ihr hättet einen Grund dazu, weil es war wirklich mein Fehler. Kaum zu glauben, was? So, jetzt bin ich hier noch durch, weil wir müssen wirklich durch die Schlüsseltür da. Und ich denke das, weil wir sonst unten auch nicht weit weiterkommen. Also gut, das vermutlich schon, aber ja, dankeschön. Wir müssen ja trotzdem irgendwie oben den Schlüssel dafür kriegen und es muss einfach irgendwie so klappen. Autsch, aber es war die kürzeste... Moment mal. Ich habe jetzt hier keinen Fehler gemacht, ich kann doch hier abkürzen. Ich kann jetzt hier zwar noch den Ding aktivieren. Moment mal, komme ich jetzt hier nicht mehr hoch? Verarsch mich nicht. Ja, geht doch. Ja, ich könnte Kristal noch aktivieren, um nach den Raum zu drehen, aber das machen wir erst nachher. Ich möchte doch zuerst mal schauen, sind wir im Garten? Jawohl, es geht doch. Ich bin zwar nicht mehr sicher, ob es hier war oder im anderen Gebiet des Gartens, aber in einem. Danke, Link. Wieder mal very nice von dir, einfach daneben zu springen. Kannst bitte mal anvisieren, geht doch. So. Alter Schwede. So, anvisiert. Und Tschüssikowski. So, war jetzt das hier oder was? Irgendwo müsste es ein Auge haben. Ne, war doch nicht hier. Stimmt, was am anderen. Okay. Ah, ja. So kann man sich auch zum Narren machen, nicht wahr? Meine Güte. Mann, wieso benutze ich eigentlich Pfeil und Bogen? So verschwendet doch nur Munition. Ja, alles gut, du bist auch wieder da. Okay, ich brauche definitiv Pfeil und Bogen. Bäm, voll in die Schnauze. Treffe ich den auch noch? Na. Jetzt sehe ich ihn kaum noch. Gut, getroffen habe ich ihn. Den treffe ich, glaube ich, so nicht mehr. Nachsteuerung, lassen wir jetzt bitte nicht im Stich. Geht doch. Was er komplett daneben, aber ist mir gerade egal. So, Link, zieh dich jetzt hoch, gefälligst. Nein, nicht fallen lassen. Oh Gott, ey. Dass der sich aber auch immer fallen lassen muss. Ich glaube es einfach nicht. Durch die Tür. Hier ist die Skulltula. Voll an die Wand geheftet. Alter, müsste das schmerzend sein. Ja, und so schnell komme ich auf die andere Seite. Schon ein bisschen übel, oder? Aber egal, wo war jetzt das Auge? Das war hier irgendwo, das weiß ich noch. Der könnte mich jetzt verarschen. Ja, das müsste da drüben gewesen sein. Wieso drehst du dich jetzt nicht, Link? Egal. Hier muss irgendwo das Auge gewesen sein. Kann die Klappe halten, Menschenskind, wie soll ich mich denn hier konzentrieren? So, Problem gelöst. Hier irgendwo hinstellen. Ich hab's vorhin noch gesehen, verarsch mich jetzt nicht. Ja. Okay, die verarschen mich doch. Das Auge ist nicht hier. Hä? Ach, da unten ist es. Ah, stimmt ja. Mann, mein Kurz sage ich dir erstmal wieder. Das ist zwar ein bisschen her, seitdem ich das Offscreen erledigt habe, aber trotzdem. Na, geht doch. Und kann ich problemlos runter. Da tue ich mir wieder weh. Aua. Ist hier der Schlüssel? Ja, ich hoffe es doch zumindest. Ja, der Schlüssel. Also wir kommen hier endlich weiter. Meine Fresse. Sehr schön. Herzen, sage ich auch nicht nein. Was ist denn das? Eine Skulltula ist da unten. Ich glaub's nicht. Hallo, Kleines. Und her mit der goldenen Skulltula. Das war doch jetzt schon die letzte, oder? In dem Tempel. Yes, das war die letzte. Seht ihr da oben das Skulltula-Symbol? Das heißt, wir haben endlich alle.
Gut, B1 ist auch soweit abgeschlossen. 2F kommen jetzt gleich hin. Dann 1F noch und dann, ja, würde ich sagen, dass wir im nächsten Part dann schon gegen Phantom Ganon antreten können. Komm schon, Navi, ganz schnell hoch. Ja, Navi ist bei uns. Du Lulu. Ich muss allerdings sagen, Navi ist gar nicht mehr so nervig, wie ich es in Erinnerung hatte. Zumindest nach den Ereignissen in Skyward Sword muss ich sagen, dass mir... Ja, dankeschön, alle vorbei, geht doch. Dass mir Fei um einiges nerviger erschien, vor allem weil die immer unaufgefordert dazwischen geplappt hat. Und Navi fragt uns zumindest noch, ob wir sie anquatschen wollen. Ist doch auch nicht übel. Wenn man zumindest mal die Wahl hat, oder? Tür auf. Ups. Das war die falsche Tür. Entschuldigung für die Ruhestörung. Geht er doch hier durch. Jupp. Und jetzt wieder den ganzen Weg zurück, ey. Meine Güte. Rennt mich ja wirklich ein bisschen ein Wassertempel, da war es genauso nervig. Wieder hin und her und so und oh mein Gott. Ich hätte besser nichts gesagt, der Wassertempel. Ich meine, ich fand ihn schon in Ocarina of Time im Original nervig, aber hier in Master Quest? Ach du Scheiße. Ich überlege ernsthaft, ob ich den nicht von jemand anderem durchspielen lassen soll. Ganz genau, ja, dritte gehört, ein Gastkommentator zum Beispiel. Ja, wieso nicht? Andere Let's Player machen das auch immer mal wieder, oder sogar häufiger. Wäre doch mal eine Idee. Zumindest, wenn ihr natürlich auch dafür seid. Kommt jetzt hier unbeschadet durch. Wow, wow. Problemlos. Jupp. Das muss man jetzt merken, den Raum erst danach drehen, obwohl ich das Gefühl habe... Moment mal. Hier ist der Raum ja jetzt verkehrt. Aber wo ich vorhin beim anderen Raum durchgegangen bin, war der gerade. Das heißt, auch wenn ich den Kristall aktiviere, glaube ich nicht, dass der für beide Gänge gilt. Oh Mann. War das wirklich im Original auch so? Ich weiß echt nicht mehr. Es ist so lange her, dass ich Ocarina of Time gespielt habe. Sogar Ocarina of Time 3D war schon... Ja, ist auch schon ein paar Wochen her. Ich glaube... Oh, doch, das war letztes Jahr noch. Das war noch 2011, als ich das gespielt habe. Ja, so vergeht die Zeit. Und dann habe ich mich nur noch Skyward Sword gewidmet. Meine mittlerweile Lieblings-Zelda-Spiel. Hat die Ocarina of Time von meiner Top 10 Bestenliste von Platz 1 vertrieben. Ja, so schnell. Ouch, kann es mittlerweile gehen. Jetzt richtig. Ja, zumindest einigermaßen. Komm schon, Link. Habe ich den Schattengrab schon? Nö. Puh. Gott sei Dank. Aus dem Weg, Mann. Du auch. Und durch die Tür. Oh Gott, stimmt, das war ja der Raum. Hier muss ich auch mit dem Feuer und dann... Ja, hier muss ich auch mit Feuer etwas spielen. Oh. Ich hoffe, es klappt jetzt so leicht und es ist kein neues Rätsel, bei dem ich mich wieder mal blamiere, weil es ja zum einen für mich üblich ist, zum anderen blind ist. Nee, es ist soweit in Ordnung. Ach so, hä? Nee, doch. Ja, wie kann ich denn jetzt bitte schon um die Ecke ziehen? Hä? Da muss ich gar nicht. Ich muss da dahin. Ah, so. Ich dachte gerade, wie soll ich jetzt bitte schon hier um den Kreis ziehen? Geht doch gar nicht. Aber nein, ich muss ja bloß die Kiste hier holen. Wupp. Und zack. Und jupp. Kurz die Kiste abgestellt. Ganz ruhig, Link, ganz ruhig. Geht doch. Very nice. Wo ist jetzt die Plattform? Die nächste, die wäre hier. Nein. Oh, und vorbei. War ja wieder mal typisch für mich. Dann drehen wir halt eine extra Runde. Na Leute, wie geht es euch so? Hattet ihr einen schönen Tag, schönes Wochenende, wie auch immer. Ich weiß nicht, wann der Part hochgeladen wird. Wie geht es bei der Arbeit, bei der Schule, Ausbildung, was auch immer. Und wie findet ihr eigentlich Ocarina of Time Master Quest bisher? Ist das auch ein spannendes Spiel für euch, oder? Wow, beim ersten Mal. Der ist mir auch neu. Oh, dafür ist er also. Oder habt ihr das Gefühl, dass ja, das Master Quest irgendwie eine verrückte Version des Originals ist und niemals das Original wirklich ersetzen könnte? Ach so, jetzt muss die Kiste da. Ich muss die Kiste wegnehmen. Oder? Komm schon ein bisschen zur Seite, damit ich es gleich sehe.
Ja, doch. Die Kiste muss weg. Nicht die Mauer. Die Kiste muss weg. Jo. Ja. Und wieder durch den verkehrten Raum. Also hatte ich doch recht. Der Schlüssel war unbedingt nötig. Und zwar als erstes. Jetzt kann ich hier durch. Bingo, jetzt kann ich hier durch und direkt zum... Naja, direkt offenbar nicht. Noch nicht, aber... Hier war doch der Weg zum... Kann ich hier schon durch? Nö. Wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Ich höre da was und ich habe das Gefühl, das Vieh trifft mich auch gleich. Hä? Habe ich jetzt schon Gespenster oder ist das auf der anderen Seite? Ach du grüne Neune. Moment mal, hier war doch das, wo wir mit dem Pfeil in 2D-Ansicht rumrennen konnten. Beziehungsweise aus der Vogelperspektive. Was ich meine, seht ihr gleich. Ich muss allerdings erst schauen, wo jetzt die Decke genau runterkommt. Ja, müsste eigentlich noch ein bisschen Abstand haben. Genau das meine ich. Seht ihr, jetzt sind wir in der Vogelperspektive. Na klar. Geht doch, jetzt schnell dahin. Kommt das Ganze da runter. Okay, 2 Felder vor. Aber ich kann mich auch so orientieren, dass überall dort, wo ich hinlaufen kann und auch stehen bleiben kann, kommen die Skulltulas runter. Gut, ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Sehr, sehr scheiße. Ich brauche einen Schlüssel. Was, hier schon wieder? Ja. Wer es glaubt. Dämliches Vieh. Also jetzt das letzte an Art. Geht's denn hier jetzt hoch? Ah! Und ich dachte schon, ich müsste wirklich irgendwo noch einen Schlüssel suchen, aber nee. Ich hatte Glück. Kam schon, ich will durch. Wo ist der Schlüssel? So. Nö, nicht ganz. Kann wieder da runter Plattform, sonst habe ich das... okay. Hier kann ich stehen bleiben. Sonst habe ich wieder mal zerquetscht. Das ist nicht euer Ernst. Hä? Wo? Was zum Henker? Komm schon, ein bisschen schneller. Ich habe gerade ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten, ich gebe es ja gerne zu. Die Skulptur da geht mir gerade ein bisschen auf den Arsch, aber gerade egal. Warum nicht jetzt schon wieder? Eigentlich richtig, aber wo ist denn jetzt hier die Truhe? Ach so, die da unten. Oh, bin ich dämlich, ey. Uah. Oh, eine kleine. Und tschüss. Tschüssikowski. Hier ist ja endlich die Truhe. Oh. Deshalb also konnte ich mich nicht hier hinziehen lassen. Das war alles so geplant. Die Ärsche haben das so geplant. Ist doch übel. Ganz geschwind spiel ich die Hymne der Zeit, eine echt epische Musik. So, geht doch. Ist hier hoch? Was habe ich gerade angezeigt? Ach so. Nur den Ort für den nächsten Zeitfelsen. Aber ich meine, es ist doch echt eine epische Musik. Wo bin ich jetzt? Ah, puh, ich dachte schon, ey. Hätte was falsch gemacht. Aber nee, so geht alles auf. Gut, den Schlüssel haben wir. Jetzt können wir da durch. Und haben, glaube ich, soweit auch alle Kisten, außer die im Erdgeschoss. Ich glaube, da ist sowieso noch ein Schlüssel drin. Oder Geld noch? Was soll denn sonst drin sein? Sonst 2 F wäre abgeschlossen. Hier fehlt uns noch der eine Geist. Und ja, das müssen wir in diesem Part noch schaffen. Ich hoffe zumindest, dass wir das noch hinkriegen. Und dann sind wir bereit für den ersten Part. Für den letzten Geist, sprich den 4. Geist. Den violetten, ja genau, den violetten. Oh nein, sie sind auch wieder da. Und dann gleichzeitig im nächsten Part auch noch Phantom gönnen, Platz zu machen. Ich glaube, ich müsste beides an einem Part
hinkriegen, weil Phantomgun ist jetzt wirklich nicht so schwierig. Dankeschön. Ich fahre total wieder zurück. Gut. Ja, wie gesagt, Phantomgun ist eigentlich nicht so schwierig, aber ich habe schon in anderen Let's Plays bewiesen, dass ich nicht unbedingt... Wow, not bad. Dass ich beim Let's Playen, sprich beim Aufnehmen an und für sich, nicht unbedingt gerade der Schnellste bin. Und vor allem auch nicht gerade derjenige, der die Gegner am besten platt macht. Ihr merkt schon, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, damit ich nicht gerade einen Fehl mache. So, hier komme ich durch. Nein, 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 nein! Das ist mir gerade egal. Und tschüss, so, jetzt gehe ich durch. Ist mir scheißegal hier. Halbes Herz verloren, das geht eigentlich... Was war das gerade für ein Grafikfehler? Ist das die Blöcke da oben? Jo, es sind die Blöcke da oben. Komme ich da nicht weiter? Auch nicht schlecht. Dann holen wir mal den Geist hier runter. Und das Ganze geht natürlich auf Zeit, wie immer. Ich müsste es eigentlich noch relativ gut hinkriegen. Ich hoffe es zumindest. Wo der hinkommt, weiß ich gerade nicht mehr, aber ist mir auch gerade scheißegal. Na. Komm schon. Zieh, Link, zieh. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Haben wir sowieso gerade. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ups. Wenn ich das Puzzle nicht rechtzeitig fertig kriegen sollte? Ganz ehrlich, es ist mir noch nie passiert, aber... Könnte heute... Link! So, wenn ich mich gerade anstelle, könnte es heute ruhig das erste Mal passieren. Komm schon, komm schon. Was passiert es doch nicht? Nö, oder? Es passiert nicht. Nein, es passiert nicht. Gott sei Dank. Aber echt eine gute Frage. Gehen wir dann gleich K.O. oder beziehungsweise Game Over? So ähnlich wie auch in Super Mario Galaxy 2 oder... Ja. Oder müssen wir das ganz einfach nochmal versuchen? Wirbelwindattacke! Bogenattacke! Ja, was ist wohl stärker? Dein Wirbelwind oder mein Bogen? Komm her! Bäm! Voll in die Schnauze. Mann, ey, das Link immer das Anvisieren wieder deaktiviert. Das ist sowas von Kacke, hey. Komm her, auch du brauchst 5 Schüsse, ich weiß, aber du kannst es bitte ein bisschen schneller machen. Der Part ist gleich zu Ende. Na, so aber nicht. Komm her, Mann. Komm schon, ich schieße dir ein drittes Auge, was als Geist eigentlich gar nicht geht. Von daher ist das mit dem Pfeil und Bogen auch ein bisschen unlogisch, dass die bei euch wirken, aber egal. Very, very nice. Wir haben es geschafft, Freunde. Auch die dritte Flamme ist zurück und somit fehlt nur noch der 4. Geist. Oder schaffe ich den jetzt noch? Haben wir sonst wirklich alles? Jo, sonst sieht es gut aus. Okay, Freunde, ich versuch's noch. In diesem Part, den 4. Geist. Kommt hier noch etwas runter? Nö. Sehr schön, sehr schön. Upp. Türe auf. Sicherheitshalber speichere ich noch ab. Eigentlich ein bisschen unlogisch, ich weiß, unlogisch nicht, aber ein bisschen unnötig. Was soll's, da ist der 4. Geist. Komm her, Mann. Wahahaha, ja, lach du nur. Lach dir doch einen ab. Und, wow. Er macht einen auf Tension Han. Welcher ist der richtige? Welcher hat sich jetzt gedreht? Verdammt, ich habe nicht hingeschaut. Wer hat sich gedreht? Nee, der ist nicht. Oh, dankeschön, der war's. Ach, ich glaub's nicht, ey. Sonst habe ich doch auch nie Mühe damit. Wo ist der jetzt? Ah, hier. Bäm! Voll ins Herz. Obwohl, hat ein Geist überhaupt Herzen? Also ja, nicht so Herzen, aber hat er überhaupt ein Herz? Andererseits, ein Geist kann man eigentlich auch nicht mit Pfeil und Bogen abknallen. Das hat uns ja Luigi bewiesen. Dafür braucht es ja einen Staubsauger, oder wie es die Ghostbuster machen. Oh, es leckt schon wieder. Also mit so einem seltsamen Lichtgeblitz geschossen, wie auch immer. Ektoplasma, genau. Irgendwie sowas war's. Oh Mann, ist der dämlich. Und auch der braucht mal 5 Schüsse. Ich glaub's nicht. Der Part ist gleich zu Ende. Mach ein bisschen hin, du dämlicher Geist.
Und doch nicht, der braucht nur 4 Schüsse. Oder habe ich mich gerade verzählt? Auch egal. Der Fahrstuhl ist wieder aktiviert. Und das heißt, für uns im nächsten Part ist Phantom... Scheiße, der Pfeil ist weg. Egal. Ja, es ist wieder hell. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Wieder einigermaßen hell hier, sieht doch eigentlich ganz schön aus. Im nächsten Part machen wir also Phantom Ganon platt. Der will ja ein bisschen Tennis mit uns spielen. Das ist ein bisschen bescheuert. Mit einem Schweizer will der Tennis spielen. Hey, der hat noch nie was von Roger Federer gehört. Egal. Also Freunde, wir haben soweit alles, oder? Jo, sogar alles Kultulas. Der erste Tempel in diesem Spiel, den wir soweit komplett abschließen. Auch nicht übel. Und dann ist Ganondorf auch schon bald dran. Obwohl, noch nicht ganz. Aber egal, bis weitergeht im nächsten Part. Bis dann, ciao zusammen.